unser Verstand hat so Angst vor Neuland, dass er uns einfach Sachen einredet, wo wir mal gehört haben, dass wir uns nicht verändern müssen, oder? Und, ja, aber ich tue es mittlerweile jedem ans Herz legen, ihr müsst eigene Erfahrung machen. Ihr müsst eigene Erfahrungen machen. Es bringt nichts, wenn ihr tausende verschiedene Sachen hört und das Gefühl habt, das stimmt und das stimmt und alles stimmt. Eigene Erfahrungen. Ernährung gibt so viel, es kann wahrscheinlich auch sein, dass es wirklich Menschen gibt, die essen, wo es fast nicht gut geht, aber das erfahrt man auch nur, wenn man es macht, oder? Und viele machen es einfach einmal und nachher lassen sie es sein. Aber es sind alle alten spirituellen Lehren, alle alten Lehren, die reden von der Kraft vom Fasten. Und ja, ich kann einfach für mich ich versuche mittlerweile immer so zu denken: „Was haben unsere Urvorfahren gemacht?“ Und die haben ja dort auch gelebt und was ist bei denen anders gewesen als heute? Und heute ist halt schon vieles anders. Ich glaube nicht, dass wir vor Jahren vor X Jahren so viel gegessen haben wie heute. Und, so Sachen versuche ich dann halt einfach, oder? Ich denke: „Okay, ich versuche mal, wie ist es, wieder ein bisschen also zurück“, oder? Und dann lasse halt dann einfach einmal, ja, esse mal weniger und schaue, es geht mir gut, oder? Es geht mir super und, es ist ja mittlerweile auch schon vieles wissen wir in der Wissenschaft wissen wir ja auch schon vieles, wie sich das Ganze in unserem Körper tut, auswirken. Also, es ist ja auch gar nichts mehr es ist ja gar kein verstecktes Wissen mehr. Wir wissen ja eigentlich alles. Und darum rate ich jedem an, einfach Sachen testen, oder? Wie das, ähm, Gesetz der Annahme zum Beispiel, das muss man selber erfahren, oder? Das tönt gut, oder? Es tönt super, es tönt einfach und dann kommt der Verstand schon wieder und sagt: „Ah, das ist doch zu einfach.“ Und das ist ein Glaubenssatz, wie ich vorher gesagt habe, das ist ein Glaubenssatz. Es ist nicht zu einfach für den, der glaubt. Das ist oder nicht zu schwer für den, der glaubt, so rum. Oder? Aber wenn man in sich innen glaubt, es ist nicht möglich, ja, dann ist es nicht möglich. Dann muss ich auch nicht argumentieren. Wenn mir einer sagt: „Ja, nein, du erzählst Seich“, dann muss ich gar nicht mehr argumentieren. Es bringt nichts, oder? Es ist, ich kann dann schon kommen, aber wenn er nicht offen ist für etwas, dann geht's nicht. Es geht bei ihm nicht an, weil er seine Ansicht lässt's nicht zu, so wie meine Ansicht, wo ich Sachen nicht möglich finde, nicht zulassen, wenn's von aussen kommt. Darum sage ich eben, für alles einfach mal Ohr sein, nicht einfach grad alles übernehmen und nicht alles sagen: „Nein, das ist nicht richtig und das ist falsch und das ist nur richtig“, sondern offen bleiben. Dann habt ihr auch Möglichkeit, in eurem Leben weiterzukommen und oder? Es gibt nicht nur die eine Wahrheit in dem Sinn, aber unser Verstand gaukelt uns das vor, dass es nur das gibt, was für uns stimmt. Und das sind halt Glaubenssätze und die behalten uns klein, die behalten uns in unserer Komfortzone und wir verlassen dann die Komfortzone nicht, oder? Weil wir Angst haben. Und ich habe 6 Jahre lang habe ich schon, nicht aktiv so die ganze Zeit gedacht: „Ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt“, aber ich habe auch immer mit dem Gedanken gespielt, live zu gehen. Jetzt mache ich's einfach, oder? Ich bin in die Handlung gekommen. Ich habe es nicht nur vor mich hingeredet und gehofft, sondern ich habe es einmal gemacht. Und so mit allem, eben alles einmal ausprobieren, weil dann kann man auch sagen: „Okay, das hat mir jetzt gut getan und, das hat mir jetzt nicht so gut getan.“ Oder? Und darum, niemand kann mir in meinen Augen niemand mehr sagen, dass für ihn etwas stimmt, wenn er es nicht selber ausprobiert hat, weil er kann's nicht wissen. Es ist nur Theorie und Theorie ist kein Wissen. Es ist intellektuelles Verstehen, aber, der Körper du weisst es nicht, ob es wirklich stimmt. Du erfährst es noch nicht. Es ist noch keine Erfahrung, es ist nur Wissen. Und nur wenn du die Erfahrung gemacht hast, kannst du wirklich mitreden. Und das merke ich immer mehr. Und da nehme ich mich mittlerweile auch selber an der Nase. Früher habe ich Bücher gelesen und habe die Übungen nicht gemacht. Heute versuche ich die Übungen zu machen, weil es gibt Erfahrung. Und die Erfahrung zeigt mir dann: „Aha, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht mit dem Fasten. Jetzt mache ich es weiter, weil die Erfahrung hat mir gut getan, also mache ich es weiter.“ Anstatt zu sagen: „Ja, das ist ja eh 'n Quatsch und ist ja gefährlich“ und was auch immer, schaue ich einfach: „Wie geht's mir?“ und mache es. Und es geht mir gut, dann mache ich es weiter. Wenn ich jetzt merke: „Okay, ich bin jetzt gesundheitlich ist etwas grad, komisch“, dann frage ich: „Was habe ich neu in meinem Leben gemacht?“ Und dann merke ich Fasten und dann kann ich ja wieder überlegen. Aber, oder, wir sollen schon vorhinein sagen: „Ja, nein, es ist nicht möglich und lieber nicht.“ Aber das ist unser Verstand, der einfach Angst hat, aus dieser Komfortzone raus, aus dem kleinen, Staubkörnchen, wo wir eigentlich sind, wenn man einmal rauszoomt, aber das Gefühl haben, wir weiss alles. Oder so das Gefühl haben, ich verstehe die Welt, aber wir sind eigentlich nur so 'n Staubkörnchen, wenn man rauszoomt, oder? Und wenn man da offen ist für neue Möglichkeiten, dann kann man auch wachsen, dann kann man auch aus der Komfortzone raus und am Verstand mal sagen oder? Und das ist eine gute Möglichkeit, Sachen nicht grad komplett übernehmen, sondern sagen: „Hey, ich probiere doch das mal 'ne Woche.“
Das ist auch cool. Ich glaube, der Verstand kann das auch noch cool handeln. Also, das Ego, der sagt dann auch so: „Ja, okay, eine Woche mache ich mit.“ Nachher werde ich langsam wenn nach einer Woche nicht passt, dann werde ich langsam kritisch und sage dir: „Ja, willst du nicht lieber wieder zurück?“ Das ist doch ein Seich und findet dann jenste plausible Sachen, dass er dich wieder zurückholen will, oder? Aber auch da, nach einmal hast du mal eine kleine Erfahrung gemacht. Die ist halt dann vielleicht noch nicht wirklich positiv, oder? Weil du schon mit bisschen ängstlich dran herangehst. Und da ist halt auch die Routine macht's dann, oder? Wenn man dann halt einmal 'ne Woche etwas durchzieht oder 'n Monat, besser gesagt 'n Monat etwas durchzieht, dann kann man immer mehr mitreden. Und man merkt's dann halt auch, oder? Und Erfahrungen lässt man nicht mehr so einfach los. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, ist auch der Verstand ruhiger. Weil der Verstand hat jetzt die neue Erfahrung als „es ist möglich“ akzeptiert, aber bis dorthin, wollte er sagen, es ist nicht möglich, weil er kennt es gar nicht. Er kennt neue Erfahrungen nicht. Er kann nur mitreden, was er bereits schon kennt. Er kann nicht in Zukunft nicht das, was du noch nicht gefühlt hast, mit beurteilen. Er tut einfach anhand von deinen alten Sachen, die du erlebt hast, beurteilen, ist jetzt das gut gewesen für dich oder schlecht. Und wenn du schlechte Erfahrungen mit Sachen gemacht hast, dann will er dir mit schlechten Erfahrungen, davon abraten. Ein anderer Mensch, der nämlich gute Erfahrungen gemacht hat, der hat keinen Verstand rein an dem Punkt, sondern dort ist es ja eine Möglichkeit für den Menschen. Der kommt gar nicht auf die Idee, dass es nicht sein könnte, weil für ihn ist es ja gut gewesen. Und darum ist es wichtig, immer wieder wachsen, immer wieder etwas Neues in Angriff zu nehmen, immer wieder, ja, aus sich rauskommen, aus seiner Komfortzone rauskommen. Sonst ist man immer am alten Ort und ja, es mag sein, dass das für manche Menschen dort bequem ist und sie das wollen, aber ja, ich weiß wirklich nicht, wer einmal das Ganze geschnuppert hat, dass er alles in der Hand hat und dass es einfacher ist, als man meint, wenn man auch zulässt, dass es eine Möglichkeit ist, dann will man nicht mehr zurück. Dann ist man auf dem Pfad von: „Ich will jetzt wirklich, dass es mir gut geht, weil ich habe es in der Hand, anstatt dass das Internet schuld ist oder der nächste Präsident schuld ist oder das böse Essen schuld ist oder der schuld ist, der das Essen ins Regal stellt.“ Wir haben alles selber in der Hand oder halt eben nicht, wenn man es nicht in die Hand nimmt, genau. Und ja, das wollte ich weitergeben auf dem Kanal, das gebe ich weiter an dem Kanal, das coache ich in meiner Lebensberatung. Einfach, dass man zurückkommt zu sich selber, dass man merkt, wir sind die Instanz, die alles ins Leben gerufen hat, weil mir halt nicht wirklich bewusst ist, dass wir jetzt die Ursache von der Vergangenheit gesetzt haben. Wir ernten heute unsere Saat von damals. Und das haltet uns drin, weil wir haben das Gefühl, wir erleben etwas und haben vielleicht schon 5-mal und denken: „Oh, habe ich's doch gewusst, ich erlebe das schon wieder so.“ Und eben das sind die Glaubenssätze, die immer wieder bestätigt werden. Wir sind in 'ner Spirale gefangen und müssen aus der rauskommen. Und das geht indem, dass wir neue Möglichkeiten setzen. Eben etwas, wo unscheinbar sich anfühlt, eine Lösung gibt, sagt, es ist eine Möglichkeit, oder? Es ist eine Möglichkeit, dass auch ich kann Multimillionär werden. Nicht: „Für mich ist es nicht möglich“, weil dann ist es nicht möglich. Dann ist es für dich nicht möglich. Du wirst keine Ideen bekommen aus dem Pool, wo die Möglichkeit besteht, dass du könntest eine Idee bekommen, dass du überhaupt ein Multimillionär kannst werden. Es wird nichts sich dort ergeben, oder? Du wirst in deinem alten Bewusstsein, bist genagelt und du kannst eben in dem, dass du kannst dich überall rausfühlen, rausdenken und das ist so genial, oder? Das ist wirklich so genial.